Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen in Wissen wird losgelassen. Im Namen Gottes. Eins. Wir sollten einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Das ist unsere Ja. einzige Chance, klar? Wir verschwinden von hier, genau wie der Doktor. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand aufhält. Ich bin's, Tom Holden. Seien Sie vorsichtig. Tom, nein! Okay, wir müssen kämpfen. Das tut mich dämpfen. Wir müssen kämpfen. Au! Ich hab fast keine Kugeln mehr. Ah! Overall, den nehmen wir mit. Die Pistole zwischen ihrem Schritt. Da mache ich nicht mit. Tom Holden. Die Pistole. Den Overall. Ja, den können wir dann später verkaufen oder uns dann reparieren. Polizeiknüppel nehmen wir mit. Hä? Was ist da drinnen? Eingang zu Vault 101. Hä? Ah! Ich lief gerade in die falsche Richtung. Nach anerkannter Sichtung. Hier herrscht ein völliges Chaos. Ich muss zurück nach Laos. So. Nö. Kiste, Metall, Altmetall. Ja. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie die Bastelvorgänge sind, aber die werden wir uns dann in Megaton holen. Upper Level. Ein süßes Kakerlakchen. Japsa! Sagte sie und flutschte mir durchs Spaltchen. So. Was ist da? Utility. Keine Ahnung. Was ist da? Equipment. Kann man auch nicht rein. Wie kann das sein? Ich komme hier nicht rein. Ihr Fehler. Sie und Ihr blöder Vater. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen. Aha. Ja, er macht auf jeden Fall, glaube ich, sinnvollere Arbeit wie du. Hallo, Hanon. Komm raus, du dreckige kleine Wanze. Ich wollte es nicht, aber er hat mich provoziert. Ich liebe dieses Gerülpse in dem Spiel. Getönte Lesebrille. Werkzeugkasten, Wunderkleber, Schraubenschlüssel. Ich habe nämlich mit Optik. Weil wenn wir nämlich in Megaton die eine Sache machen, bekommen wir ein Heimchen. Ich hab gesagt, ich weiß nichts. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Officer Mac, es tut mir leid, aber ja.
Würde ich ihn jetzt schon erschießen, wäre die ganze Story im Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Sicherheitsrüstung. Nehmen wir noch mit. Ach, halt doch die Klappe. Du Dödel. Ja, weißt du was? Wir haben ja noch ein bisschen was. Wir können ja noch ein bisschen was mittragen. Das können wir dann im Endeffekt ja doch ein bisschen. Nicht entkommen. Stümperpack. Sau geil. Ach, Zellentür. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts. So, was reden wir? Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junge Dame. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Geben Sie mir einfach die Schlüssel zum Büro und das Kennwort, dann bin ich weg. Ach, ist das alles? Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Von mir kriegen Sie gar nichts. Ich sterbe lieber, bevor ich die Sicherheit der Vault erneut in Gefahr bringe. Sie haben recht, Sie werden sterben, wenn Sie mir nicht das Kennwort geben. Amanda vertraut mir, kriege ich nicht, was ich will, werde ich ihr sehr wehtun. Dann fliehe ich eben ohne fremde Hilfe. Ich habe nicht mit dem Töten angefangen. Sparen Sie sich Ihre Scheinheiligkeit. Die Welt ist gefährlich, und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, die Vault sicher zu halten. Wachen! Zu Hilfe! Wachen, zur Hilfe! Du Weichzümpfer. Wachen! Es erregt ihm vor lauter Sprudel, drum hängt auch seine alte Nudel. Ja, wo sind die Wachen? Das Aufseherbüro. Das muss da jetzt irgendwo sein. Ja, ich hab ihn schon gesehen, da hinten liegt der Jonas. Genau hier. Brille, Notiz von Papa, Stimpack, Wissenschaft +5. Warte mal, jetzt möchte ich was schauen. Brille? Steck mal weg die Waffen, du Trudel. Du geile Trudel, du steckst dir in der Nudel. Ah ja, schaut pipifein aus. Unser, wie sagt man so schön, unser billiger Punk für Anfänger. Leicht, sehr verschlossen, okay. Amati Ich Wazi. danke dir. Ich hab doch gesagt, dass mein Vater nicht mehr er selbst war. Ich weiß nicht, was er getan hätte, wenn du nicht gekommen wärst. Du solltest besser verschwinden. Ich werde versuchen, dich an der Vault-Tür zu treffen. Falls ich es nicht schaffe, viel Glück. Okay. Du kleines, geiles Monster. Oh. Büroschlüssel des Aufsehers. Warte mal kurz. Komm, speichern. Ich will speichern. Speichern, habe ich gesagt. Genau. Cool. Wir könnten eigentlich mal geschwind ins Dings laufen. Warte mal. Wo war denn das Aufseherbüro? Operations Overseers Office. Da. Genau. Mit dem Computer. Schließen. Ja. Oh Gott. Waits. Ja, der war jetzt aber geraden. Tunnel des Aufsehers öffnen. Die ganzen Dossiers oder so, die brauchen wir da eh noch nicht lesen. Wir werden noch genug Story kriegen. Die faule Tür öffnen. Die verfaulte. So. Hallo Kakerlake?
Du mit Freude ersehnter Nahrungsgeber, ich entschuldige mich bei dir. So, jetzt gehen wir da durch diese Tür und dann erwarten wir lauter Scheiß. Viele böse Männer, viele böse Katzen, die mir trampeln auf den Tatzen. Ah. Sie öffnet die Vault-Tür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort. Oh Gott, du hast sie tatsächlich geöffnet. Du hast es geschafft. Du hast die Tür geöffnet. Mein Gott, ich hatte schon geglaubt, dass das überhaupt nicht möglich ist. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Wenn ich sage, ich werde etwas tun, dann tue ich es auch. Ich kam auch ohne dich zurecht. Geh zurück zu deinem verrückten Vater. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich will ein bisschen diplomatischer sein. Nein, du hast mich nicht gebraucht. Wenn einer da draußen überleben kann, dann bist du es. Warum kommst du nicht mit mir? Es ist verlockend, aber mein Zuhause ist hier. Die Vault braucht mich mehr als du. Ich bin die Einzige, die meinem Vater zur Vernunft bringen kann. Hör mal, falls du deinen Papa wirklich finden solltest, dann sag ihm, dass es mir leid tut. Du weißt schon, wegen Jonas und meinem Vater und allem. Da ist sie ja. Officer Park. Ich gehe da nicht drauf. Da ist mir egal, was der Aufseher sagt. Ich wusste... Ich will den Loot. Ich will den Loot, Baby. Ich mach sie nackig, Baby. Vielleicht gibt's ja irgendwo... Nein, was steht denn da? Let us in, motherfuckers. Help us. Okay, die haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Das ist der... Sie haben es nicht geschafft. Blues, Baby. Wir brauchen eigentlich nichts. Fertig, Vault 101 verlassen. So, da, wir werden jetzt noch schnell ein bisschen Level Up vergeben. Kurzen Augenblick. Ja, und für die, die Fallout 3 noch nicht kennen, du hast jetzt da 15 Fertigkeitspunkte zum Zuteilen. Und du kannst dir mit den Punkten wirklich, ja, ich sage mal wirklich auf, wie sagt man das am besten, wirklich spezialisieren. Fallout 4 ist schon ein bisschen sehr versimpelt, sage ich mal. Und ich für meinen Teil empfinde das System, was da haben, noch immer am besten, meines Erachtens nach. Na, Medizin gehen wir auf 27, Reparieren gehen wir auf 20, dann machen wir 25 und Dietrich machen wir 20. Weiter. Dann hast du da verschiedene Dingenskirchen. Gell? Also Dingenskirchen, das möchte ich auch mal wissen, wie das geht. Und zwar Waffenfreak. Sie sind geradezu davon besessen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des Extras Waffenfreak erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten kleine Waffen und Reparieren. Schwarze Witwe. Im Kampf fügen Sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich Ihnen im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Little League Spieler.
Oh Gott, na. Jetzt habe ich schon einen trockenen Hals. Jahrelange Übung als Little League MVP, keine Ahnung, der Vault haben ihre Fähigkeiten im Treffen und Werfen zur Perfektion gebracht. Mit jedem weiteren Rang erhalten sie 5 Punkte für die Fertigkeiten Nahkampfwaffen und Sprengstoff. In intensives Training können sie jeden beliebiger ihrer Special-Attribute um einen einzelnen Punkt hinzufügen. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf werden beim Gewinnen von Erfahrungspunkten weitere 10% zu ihren Erfahrungspunkten hinzuaddiert. Elektra. Sie haben genau wie ihr lieber alter Vater ihre Zeit intellektuellen Dingen gewidmet. Sie erhalten 5 weitere Punkte für die Fertigkeiten Wissenschaft und Medizin. Dieb. Mit jedem weiteren Rang Dieb erhalten sie einen Bonus von 5 Punkten auf Schleichen und Dietrich. Wir werden das nehmen, Heller Kopf, weil dann addieren sie unsere Erfahrungspunkte schneller. Und nun müsste eigentlich eine lange Liste von Einblendungen kommen. Darum bleibe ich da jetzt auch stehen ganz kurz. Das ist unsere Spielwiese. Nach Pitt. Es gibt Berichte über einen Funkspruch, der im Ödland der Hauptstadt ausgestrahlt wird. Es scheint sich bei dieser Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenige Informationen übermittelt werden. Point Lookout. Ein Flussschiff mit Handelswaren von der fernen Halbinsel Point Lookout hat an der Mündung des Potomac angelegt. Der Kapitän bietet jedem Söldner, Schatzsucher oder Abenteurer, der das neue Land erkunden will, eine Passage nach Point Lookout. Es müssten 5 Erweiterungen sein. Aber wir werden jetzt mal ein Stückchen weitergehen, weil sonst kommen wir da überhaupt nicht weiter. Mothership Zeta. Im Ödland der Hauptstadt wird ein neues Funksignal aufgefangen. Es ist zwar unverständlich, klingt aber bedrohlich. Broken Steel wurde geladen. Ihre Level-Obergrenze wurde auf 30 erhöht. In Fallout 4 kannst du bis auf Level 175 oder so hochleveln. Da in Fallout 3 hast du eine Obergrenze, was ich meines Erachtens noch gut. Alarm! Im Ödland der Hauptstadt wurde ein neuer Funkspruch aufgefangen. Er klingt wie ein Notruf, scheint aber nur für bestimmte Ohren vorgesehen zu sein. Notfunksignal der Ausgestoßenen. Chat. Oh, Splittergranaten, die können wir brauchen. Entdeckung, Springwell. Schlagring. Ich glaube, wir werden das Ganze da jetzt einmal beenden. Wie in Fallout 4 zum derzeitigen Stand werden diese Episoden wieder rund 20 bis ca. 25 Minuten lang. Kommt immer drauf an, wie ich schneide. Inkompetenz in den höchsten Rängen der Macht. Ja, da kannst die österreichische Regierung dazu zählen. Genau. Oh, das sind diese Bücher, die du sammeln kannst. Das ist auch schön. Wir werden jetzt einfach plündern, was nur geht. Was ist in dem Buch drinnen? Hilfe, sonstiges, Kleidung, Hilfe. Scheiße, was war das für ein Buch? Da, Pugilismus aktuell. Waffenlos um 1 erhöht. Und dann kriegst du halt Bücher, wo du halt immer wieder einen zusätzlichen Punkt dazu kriegst. Ebenso wie diese ganzen Grognak-Bücher und so in Fallout 4.
Aber wie gesagt, das System finde ich da um Welten besser. Ja. Ja, I wish you what. I wish you what, I wish you what. Hier wird ein Schlüssel benötigt. Es gibt so einige Dinge, die ich noch nicht, das ist ja so ein Spiel, ich hab's viel gespielt, aber noch nie die Hauptgeschichte, ja. Angefangen habe ich sämtliches, aber auch noch nie fertig gespielt. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich mit so vielen Sachen angefangen und irgendwann habe ich halt einfach die Lust verloren, weiß nicht. Und ja, zurzeit habe ich einfach wieder mal richtig Bock auf so manche Rollenspiele, ich weiß nicht. In puncto Rollenspielqualität kommt mir mittlerweile vor, man gut, Fallout 4 ist ein Shooter mit Rollenspielelementen, aber zu den Vorgängern New Vegas und Teil 3 kommt es nicht hin. Es hat seine Stärken, es hat seine Schwächen, das wissen wir aber eh schon. Es hat so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charme, seinen eigenen Charakter. Was ist denn da drinnen? 3 Haarklammern, Whisky. So. Und was in Fallout New Vegas ich am persönlichsten liebe, ist dieses Karma-System, was da gibt. Das ist so geil. Gut, man, das hast du da auch. Briefkasten, Brief von Vault-Tec. Nehmen wir mit. Können wir später lesen. Gibt's da irgendwas? Nö. Gut, wir werden uns kleine Ranch. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty Sie geschickt? Hey, immer langsam. Wer zum Teufel ist? Sie beruhigen sich besser, bevor ich sie platt mache. Dieser verlogene Mistkerl. Hat er Sie also dazu gebracht, nach mir zu suchen? Sie bekommen von mir überhaupt nichts. Haben Sie mich verstanden? Nicht das Geringste. Ach, schau an. Au! Au! Macht Spaß? Du Potsau, du Schirche. Du warst mal hübsch, jetzt bist du platt. Oh, 400 Kronkorken. Na bitte, das lassen wir uns nicht entgehen. Warte mal. Was ist da drinnen? 3 Haarklammern, den nehmen wir mit. Ja. Ach ja. Sie war so hübsch, jetzt ist sie platt. Was habe ich nur gemacht? Gut, wir werden da sind wir jetzt einmal für etwaig ein bisschen in Sicherheit. Siehste, Karma, wir haben Karma verloren. Haha. Ja, wir nehmen Chat noch mit. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder in der nächsten Ausgabe. Diese Aufnahme hat nun gedauert knapp 75 Minuten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Lust und Laune deinerseits. Ich mache sowieso weiter, weil ich habe gerade Spaß drauf. Bis zum nächsten Mal und Baba.